Es ist gut, hier zu sein in dieser Versammlung. Als der erste Lockdown zum Ende kam, als er davon mit abzugehen, ein Tag ging ich für einen Walk da bei der Marina. Und dann began ich da in der Früh und dann sagte ich, it's so good to see people again. Und von der sage ich auch, das ist so gut, dass wir von der kennen, was hier sind und ans hier sein. Und nicht bloß online horchen. Dankeschön für die, was da singen dürfen, für Hermann das anladen. Und mein Gebet und mein Wunsch ist auch, dass der Herr das Wort das sehen und das Wort mir brauchen. Das soll nicht meine Wert sein, aber das soll Gott seine Wert sein, was wir von dir auch hören. Weil wir noch beten, ehe wir wieder gehen. Großer Gott, wir danken dir, dass wir können hier taub sein von dir. Wir haben das eine Zeit lang nicht gekonnt, aber wir haben war ein paar Mal und wir sind besonders dankbar dafür und wir sind all gesehen worden. Und wir beten, dass du das von dir auch sehen wirst und wir wollen die verherrlichen dadurch in Jesus Namen. Amen. Die Versen, was Bruder Hermann noch lesen, in Hebräer Kapitel 4, das sind bekannte Versen und mir wird das abfallen, dass ich die anfange zu lesen. Je sind alle bekannt damit, dass im Alten Testament hatten die immer die Priester, die höheren Priester, die alle Hand arbeiten deden. Und dort werden immer so von dem Volk gewählt, von den Menschen gewählt. Kriegst du es von der unsere Pastors, die sind auch von hier, von unseren Menschen, von hier gewählt. Aber die erste Linie in dieser Versen, was Hermann lesen, da sagt, dass willst wie Jesus Gott sehen als Hohenpriester haben. Weil je den Hohenpriester, was wir haben, der ist nicht von Menschen gewählt. Der ist vom Himmel raufgekommen. Dort wir Gott sehen, was raufkommen deit, vor 1000 Jahren trägt, und was für uns den Weg merken, dass wir kennen gerat worden, und all die, was all vor uns gelebt haben, und was noch leben wollen, das vor allem eine Gelegenheit, wir wollen Lothar noch mit wieder durchkommen. So ans Hohenpriester, dort wollen wir denken, und dort ist Jesus Christus. Dort ist nicht ein Jack Wieb oder ein Hermann Klaassen oder irgendwas. Dort ist Jesus Christus. Und dort ist der Ratste, einige sagen den Namen den Höhen, den großen Hohenpriester. Andere sagen den vollkommenen Hohenpriester. Das, was ich die Überschrift gegeben habe. Christus, der vollkommene Hohenpriester. Und wir wollen noch mehr Städten sein, wo wir sein können, dass er wirklich vollkommen ist. Dass er mehr kann, als irgendwer haben kann und von der Tag tun kann. Aber so ich auch sehe, in der Zeit, in der alttestamentlichen Zeit, die Priester und Hohenpriester, dass wir alles so was von dem Volk gewählt werden. Da wollen wir ein paar Versen wieder lesen, in Hebräer 4, Vers 1, 2 und 3, da sagt es, jeder Hohenpriester vermangt die Menschen gewählt, wird angestellt um für Gott und für die Menschen anzustoßen und Gaben und Opfer für ihre Sünden zu bringen. Er kann mitfeilen mit dir, weil er selbst mit Schwachheiten zu tun hat. Und weil das so ist, muss er gerade so gut für seine Sünden opfern, als für das Volk Erde. So, er wird bloß ein Mensch. Er hat auch Schwachheiten, er macht auch Fehler. So, er muss für seine eigenen Sünden so gut opfern, als für die Kirche Erde oder die Menschen Erde, was wir. Aber uns Hohenpriester braucht das nicht. Uns Hohenpriester hat keine Sünden. Er kam vom Himmel herauf und er gab sich selbst als ein Opferhahn. Die anderen die Priester vor ihm, die hatten immer weiter, mussten Opfer bringen. Aber das Hohenpriester, was uns Hohenpriester ist, der braucht ein Opfer und dort wir er selbst und dort wir für immer gut, oder dort ist für immer gut. Dort braucht nicht mehr. Er braucht nicht für seine Sünden opfern, weil er hat keine. Er hat keinmal gehört. Er hat keinmal. Er hat dort für uns
en eenmaal en dat is voor immer goed. Hij bracht dat Opfer bloß eenmaal. Das ist ein Vers, der sagt, und das ist ein Christenvers, er hat sich selbst als Priester zum Opfer gegeben. Er bet für seine Nachfolger und segnet die Sünde. Well, ich glaube, dort können wir sagen, dass die Priester zu jener Zeit auch, die beten für das Volk und die segnen ihn, aber das reicht nicht auf, bloß ein Opfer, die müssen das weiter und weiter tun. Das Jesus, das Hohenpriester, dort wie ein Vollkommener. Aber wenn wir dann nur die andere Seite gucken, er wird aber auch versucht, kriegst du Gott aus Stüren auch. Er hat keinmal gesündigt, er gibt keinmal zu der Sünde an, wenn er versucht wird. Aber versucht wird er auch. Fuß nur dem, dass er sich hat deipen lassen von Johannes, dem Deiper, im Jordan, dann sagt er in Matthäus Kapitel 4, dann wird Jesus vom Geist in die Wildnis gebracht, um dort vom Teufel zu versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nacht gefasst hat, hungert an, dann kam der Versieger nur an und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sei zu diesen Steinen, dass die Brot wurden. Jesus sagt, dort steht geschrieben, der Mensch, der lebt nicht bloß vom Brot allein, aber von jeder Wort, was Gott geredet hat. 40 Tage und 40 Nacht hat Jesus durchgefasst, denn das hielt sich so ohne Eten und wahrscheinlich ohne Trinken. In der Wildnis wird heute wir. Ich kann es nicht verstehen, wo das geschafft hat. Aber wir können da sein, dass wir die vollkommene Hohenpriester und da werden können dort. Das Hohenpriester, das Jesus, der ging, als er hier beirrt wird, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und predigt das Evangelium. Er heilt viele Kranke. Er tut even some, was da gestorben wären, vom Tod abwirken. Dann sagt er in Hebräer 4, Vers 9, als er seine Abgabe hier beirrt vor sich hat er eine ewige Radung hergestellt oder vor sich gemerkt. Für alle Menschen, die am Gehorsam sind oder am Leben tun. Hier steht auch, dass er hat bloß ein Opfer bringen und hier sagt er, dass er hat eine ewige Erlösung vor sich gebracht für alle Menschen. Für all die, was vorher, vor unserer Zeit gewesen sind, für all die, was von der Tag sind und für all die, was noch lauter waren kommen. Für all die hat er dort vor sich gebracht. Die Priester, die da immer Opfern deuten, die können dort die Sünden bedagen, aber nicht wachtun. Die müssen immer weiter für die Sünden opfern, was die Menschen deuten. Aber das Priester, als er ein Opfer getan hat, dort wird Gott für immer. Dort ist Gott für immer. Dort bleibt so. Dort wird dann so. Das ist von der 2000 Jahre lauter noch Krieg so. Wenn wir daran denken, dann wenn das sein, dass eine ewige Erlösung oder eine ewige Radung vor dich gebracht, dann merkt uns doch vielleicht denken an, was Jesus am Kreuz sein wird. Johannes 19, Vers 30, da sagt das so. Als Jesus den Weinedig gekriegt hat, sagt er, nu ist alles vor dich. Und dann beugt er seinen Körper auf und gibt seinen Geist ab. Oder wir können sagen, er starb. Aber er sagt, nu ist alles vor dich. Und dort meint die ewige Erlösung. All die Opfer, die da fehlten zu tun, das ist alle getan. Die Erlösung für alle Menschen, die ist getan, die ist vor dich. Von der Tag sind meist 8 Billionen Menschen auf der Welt. Und das ist die Erlösung
oder die Radung, die ist für jeder einen von diesen Menschen. Auch für all die, was fertig gewesen sind, auch für all die, was noch kommen wollen. Die Radung ist für all die Menschen durch. Aber das Letzte, die wollen die nicht alle annehmen, die wollen nicht alle gerat werden. Jesus, der wir am Kreuz genäht und gestorben, und am Grab gelegt und abgestoßen. Und er bleibt noch 40 Tage hier beirrt und lässt sich von verschiedenen Menschen sein. Und wir wollen nicht nur die Versen kicken, aber in Hebräer Kapitel 15, wenn ihr da lesen, da fängt ihr kriegt, wer alle. Und da sind so viel als bei 500 Stück auf einmal, was er gesagt hat. Oder was am sein deuten. Aber wisst ihr was? Jeder einer von den 500, wir sagen, was am Leben deuten, was an am Leben deuten. Kein Mensch, was nicht an am Leben deuten, hat am Gesehen, die 40 Tage. Als die 40 Tage am wären, in Apostelgeschichte 1, Vers 9, dann sagt er, und als er das gesagt hat, und dann denkt wir vielleicht an die Versen, was fördert wären, und die passen aber nicht reinkriegt zu haben, dann gehen wir Lukas Kapitel 24, Vers 51, da sagt er, und während er entsehen deed, verschwang er von an und fuhr nach dem Himmel. So hier kann wir verstehen, das Letzte, was er deed, dann sehen er die Menschen, die da auf dem Berg wären, von wo er nachfuhren deed um Himmel. Wieder, wenn ich nur in Apostelgeschichte 9 und 10 lese, sagt er, sagen sie, dass er veran abgehoben wird und eine Waldheim am Weg, dass sie ihm nicht mehr sein konnten. Und während sie am Hängeran kickten, aus seinem Himmel fuhr, standen auf einmal 2 Männer in weite Kleider beahnt. Was dann sehen, das Jesus, was die nu Hängeran kicken, was die gesehen haben, oder sein, was in dem Himmel fuhrt, der wird krank so zurückkommen. Er wird ein Tag zurückkommen und wir lernen dann noch. Die Jünger, die stunden hier auf dieser Erde, gerade auf dieser Erde, wo wir sind, nicht auf diesem Platz, nicht hier in Ontario, aber dort bei Jerusalem irgendwo. Die stunden da und kickten. Erstlich redet Jesus zu ihnen, und da wären manche Dinge, was wir können lesen in Apostelgeschichte 1, diese Versen, was ich lesen darf, was er zu ihnen gesagt hat. Dann auf einmal, dann sehen sie ihn, und so sie da stunden und kickten und wo er reden, dann sagen sie, dass die Funk an abzuheben. Ich weiß nicht, wo bosig er ist abgefahren, wo hastig dort gewohnt hat, aber langsam genug, dass sie am können heran kicken. Wenn sie an TV sein, wenn sie einen Rocket aufschalten, dann dort geht vielleicht viel bosiger aus, was Jesus vorhin deed. Aber er fuhr ganz sicher, er fuhr sicher um Himmel. Er fuhr von dort, wo Menschen auf der Erde sein können, nur das Allerherrlichste, wo er nu an der Rechte sieht, wie Gott satten det. Das ist, wo uns Jesus ist. Und von dort wird er wieder zurückkommen. Er kam das erste Mal von dort, und er wird auch wieder zurückkommen. Er wird nicht bei der Erde kommen, er wird bloß bei der Luft oder Waldchen, und dort, wo wir am Begegnen, und dort fingen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4, da ist das alle beschrieben in Einzelheiten, wo das passieren wird. Aber dort, wo wir am Begegnen, und dann, wo wir bei dem Herrn sind für immer, und dann sagt die letzte Vers, und treist mit dieser Welt untereinander. Dazu wir uns können untereinander mitreißen. Ein Tag wird er kommen. Und all das, was passieren wird, oder was wir sein dann in der Welt, dann glaube ich, dort muss all dicht bei sein. Dort wird all nicht mehr sehr weit auf sein. Wenn er zurückkommt, dann kommt er die zu holen, die an ihm glauben. Und wem's Name da in dort Lebensbuch angeschrieben sind. Mein Name ist dann angeschrieben, dein Name ist dann angeschrieben. Und jeder einem sehen wir da an Jesus glauben wird. Oder ein Vers sagt, der am Gott ist,
dem sie nomen is in dat levensbuch geschreven. En die wordt hij alle komen holen en metnemen. Maar weet je, er is nog wat anderes. God zijn willen wordt zijn dat hij alle mensen kan metnemen naar hemel. Al die wat jij aan zijn, wordt hij leggen, want die zich worden bekeren, omdraaien en dat hij die kan metnemen. Paulus schrift daarvan en Petrus schrift daarvan. Paulus schrift in 1 Timotheus 2, vers 4, so steht, die da haben willen, und mein Gott, die da haben will, dat alle mensen zullen geraad worden en de waarheid kennenlernen, en de waarheid als Jezus. Johannes 14, vers 6, da sagt hij, ik zie de waarheid en dat leven. Keiner komt naar voren, buiten durch mij. So Jezus is de waarheid, en dat is wat Paulus schreven deed, wat God wil hebben, wat wensen, dat wordt hier zijn, van alle man tot die erkenntnis komen deiden. Petrus schrift, hij wil dat alle man zich bekeren zal en dat keiner verloren gaat. Weet je, dat is God zijn aanstelling voor ons mensen hier op aarde. Hij heeft den Himmelreich gemerkt, dat is genoeg ruim voor al die mensen wat er worden geraad worden en daar wordt ook genoeg ruim zijn voor al die wat niet geraad worden. Aber als uns das loten wird von der Tag, dann wird das nicht passieren. Aber wir sind nicht die, die die Entscheidung merken und wir sind nicht die, die die Rechten tun. Das ist ein von den falschen 4 Tieren in Hebräer 4, die sagt, des hohen Priester ist zum Himmel gefahren, der durch den ganzen Himmel gegangen ist. Und ich wunderte mich, was meint der Schreiber, wenn er sagt, dass er durch den ganzen Himmel gegangen ist. Und dann fand ich aus, dass eine andere Übersetzung, die sagen dort ein klein bisschen anders. Die sagen, die durch all die, nicht durch alle, die sagen, die durch den Himmels gegangen ist. So, du ist mehr als ein Himmel. Nicht, dass du ein Himmel für mich ist und ein anderer Himmel für dich. Das ist nicht, was das ist. Und er kann ja dort nicht klar sein, was die alle bedienen tun. Ein Vers, was Paulus sagt in 2. Korinther 12. Er kann ein Mann in Christus, der in den dritten Himmel angenommen wird. So, Paulus, wir verstehen so, dass er was dort sagen, das, von wem er reden, er wird bei dem dritten Himmel angenommen. Und wenn wir da mehr lesen, dann finden wir dort, dass du erst das Paradies, und du erst Gott, und ich finde, was ich finde, da sind die Engel, du hast Jesus, und da sind die Engel, du hast die Thron, und da sind auch all die Säulen, die all angeschlossen sind in Christus, was die Gläubige sind, die sind da. Aber einige Menschen, die verstehen das anders. Das ist anders. Der erste Himmel, das wo der Feind ist. Der zweite Himmel ist, wo der Engel ist und die wird all gestorben sind. Und Gott ist im dritten Himmel. Weil ich würde das bei dort loten, aber was ich studiere, dann funke ich das so, dass die wird all gestorben sind, der Heilige und der Engel, die sind alle im dritten Himmel. Und wir wollen loten vielleicht ein bisschen mehr davon sein. In Johannes 1, Vers 29, ich will ein klein bisschen abwecken. Von dort kam uns Hohenpriester des Jesus, er kam aus dem Lamm. Er kann nicht grülich viel von Schop, aber ein Lamm, das ist irgendwo da nicht sehr widerspenstig ist, oder es ein Getier sein. Dort ist ein Marketier. Und so kam Jesus auch. Und er kam gab sich selbst als ein Opfer. Wir lesen von ein Lamm wird geschlacht in der Bibelzeit zu ein Opfer. Und Jesus gab sich selbst hin dazu. In Johannes 1,29, da lese ich, den nächsten Tag, dann sagt Johannes, und das Johannes, was dort sagt, dass wir Johannes der Deiper, dass wir nicht das, was dort geschrieben ist. Das sind zwei verschiedenste Johannessen. Sagt Herr Jesus nur sicher kommen. Und dann seht ihr, kickt, dort ist Gottes Lamm,
wat de Welt ihre Sünden wegnimmt. Dort ist Gottes Lohn, wat de Welt ihre Sünden wegnimmt. Der sagt nicht, gewisse Menschen, oder die, wat an mich leben, der sagt die Welt. Der nimmt alle Sünden weg. Aber wir müssen das annehmen. Einmal wird gesagt, dass wir können nicht tun an unsere Seiligkeit. Ich glaube, ein Ding müssen wir tun. Und wir müssen das annehmen. Wenn wir das nicht annehmen, dann ist das so, wenn dein Boss dir einen Paycheck gibt und du darfst das nicht cashen, dann hilft dir das nicht. Du kostet die ganze Weg über, den Monat über in dein Wallet haben in eine Material. Das hilft dir nicht. Du musst das weiten, das ist was ich brauchen kann und das muss ich annehmen und das muss ich cashen. Kriegst du erst das auch. Wir müssen Jesus annehmen, dass wir weiten, das ist uns Herr leiser. Und dann hilft uns das. Da wird uns Herr leiser sein. Aber wenn wir das nicht tun, dann versteht sie, dann hilft uns das nicht. Er sagt, die Sünden wahrnehmen das. David schreibt da viel Eier von in Psalm 103, Vers 12. So wie aus der Osten vom Westen ist, nimmt er unsere Sünden wahr. Und ich glaube, das, wo Johannes andenken, dass er das sein, die wird er so weit wahrnehmen. Und wenn je weiten, wo weit das ist vom Osten bis zum Westen, dann kann je weit je dort kriegt. Aber wenn je würden im Osten dann fliehen, en ramme iert fliehen, en je würden terugkommen, aber hier, da würde je noch einmal im Osten dann fliehen und können immer weiter. So, dat kommt keinmal was durch. Oder auf andere steht, dann sagt er, dass die Sünden sind im tiefsten Meer geschmeten. Dort ist, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die saß 7 Mil tief. So, da wollen wir nicht leicht hervor und da zurückholen. So weit nimmt Gott die Sünden von uns weg, wenn wir die bekennen. Und das ist derjenige gemeint, wer seine Sünden bekennen hat. Wer die nur Gott geben hat, dass er die kann mitnehmen. Wenn wir ihm den nicht geben, dann können wir das nicht. Johannes 3,16, ein sehr bekannter Vers, sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen. So das sagt nicht, dass alle Menschen, all die an ihm glauben, nicht verloren gehen. Und dann sagt Jesus selbst in Gottstütze Lothar, wer nur mich kennt, den wo ich nicht rücksteiten oder wegsteiten. Der Englische, die dort ein bisschen uittrekken, der NIV, die sagt, whoever comes to me, I will never drive away. Den werde ich keinmal, nie nicht wegschieben. Das ist, was Jesus sagen wird. Und wie können Dinge sein, dass das Wahrheit ist, dass er so eine Kraft hat und dass er das tut, wenn wir in der Schrift kicken. Und wenn wir andenken, er wird gekreuzigt und da wurden 2 Mörder, einer an der Seite und einer an der Seite, mit einem Tod gekreuzigt. So dass wir beide so eine Menschen, die nicht am Glauben leiden, die da schlechte Dinge getan haben, Verbrecher oder sind das dort, die werden durchwehen gekriegt. Ich stelle mir vor, dass wir noch Juden, Israeliten, willst der Reimer, die deiden nicht in Reimer um Kriegsnählen, dass wir in immer Juden oder andere, und es handelt sich hier um Juden. Und wenigstens einer von denen, die hat gewusst, was gut oder was recht oder unrecht wäre. Als ich da am Krieg hängen deed, ich stelle mir das sind wir vor, und dann fange ich einmal an zu denken, was passiert mit mir? Ich hänge hier am Krieg, ich bin hier angenäht, ich will nicht mehr gehen können, ich will nicht mehr gehen morden, ich will nicht mehr stehlen oder was immer ich deed. Und ich habe mir ein Kartenstützchen zu leben, vielleicht ein paar Stunden. Und wenn er auch was gekannt hat, Hebräer 9, 27 sagt, dass den Menschen ist das so bestimmt, einmal zu sterben und nur dort das gerecht. Ich stelle mir vor, dass dort sind Dinge, die in seinen Gedanken sind hineingekommen.
En dan zag hij op eenmaal, dit man wat tussen eentje kreeg zich weer, die weer anders. Hij had in hier beden voor die wat aan hem krijgsnelen deden. En hij had andere dingen gehoord wat hij daar zei en wat zich goed hier deed. Dan wordt hij aan, dort weer wat anders. Maar hij redet niet het eerste zu Jezus. Hij redet het eerste zu den anderen, maar dat wat aan de andere zijde Jezus om Kreuz genäht wird. Lukas 23, Vers 39 und wieder, dann sagt er, einer von den Mörder am Kreuz las das an, das meint Jesus, und sagt, wenn du der Christus bist, dann halt die selbst in uns. Der andere beschwächt haben und sagt, feist du nicht mal Gott, du bist unter der selbst Verdammnis. Wir kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben. Aber das Mann, der hat nichts eingeschickt getan. So das wird das einmal sein, das wir was anderes. Und dann vermont er den, was an der anderen Seite Jesus wir. Und dann dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das wird er zu Jesus wir, das ist ein wenig wir, das ist ein korter Satz. En dit is wat Jezus dan zei deed. Ik zei dir de waarheid, du wirst von dir met mij im Paradies zijn. Wo ist das Paradies? Im dritten Himmel. Paulus sagt das dort, als hij wordt abgenommen im dritten Himmel in zijn leven. Hij sagt, hij weet niet näher, was dat met Karpatopia oder bloß die Geest, dat weet hij niet. Aber hij weet dat hij door weer en dat de Paradies door weer. En dat is wat Jezus te diesen door om Kreuz zei deed. Du wirst von dir met mij im Paradies zijn. Hij wordt als een Mörder, als een Verbrecher om Kreuz genäht. Aber hij fuhr den Tag von om Kreuz durch die Himmels, bei dem dritten Himmel, bei dem Paradies. Dat is wat Jezus deed voor zo'n wat dat leid werd, wat dat bekend deden, wat ze gedaan hadden. En wat we hier lezen, dan hier we nog niet eenmaal van dat hij dat bekend deed. Maar ik stel me voor, hij wordt dat gaan. Maar hij wil gaan dat Jezus zal aan hem denken, want Jezus wordt in het paradies komen. En Jezus zegt, waarlijk oder sicherlich, verzeker wat ik daaraan denken. Du wirst mit mir von dir da sein. Dann zu denken, von am Kreuz nicht mehr ab ihr kommen, im Himmel dann fahren. Das ist ein wunderschönes Ding, was wir von dem lesen können. Das ist nicht eine Frau, was wir getan haben oder was wir nicht getan haben. Die größte Frau ist, was haben wir mit Jesus getan? Haben wir das auch bestellt? Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, weil er ist da auch. Denk an mich, nu dass du in dein Reich bist. Ich stelle mir vor, jeder eine, was hier in dieser Kirche ist, vielleicht nicht mit derselben wird, aber auf irgendwo die Verbindung mit dem Herrn Jesus, mit unserem hohen Priester gemerkt, zu weiten, dass wir wollen ein Tag in den Paradies sein. So ist die Welt von der Leuten dort lässt nicht grülich gut, dort lässt nicht Schmack. Jesus, der sagt in Matthäus 24, so als der genauer seine Zeit wird, so wird es auch sein, wenn die Menschen sehen, kommen wird. Und was wird genauer seine Zeit? Die Menschen, die wir lebten, so sündhaft, dat sagt er, dat even Gott wird dat even leid, dat hij de Welt gemerkt hat, dat hij de mensen gemerkt hat. Die deden Mana mit Mana befrieren, frühes mit frühes und ich weiß nicht, was noch alles. Und weet je, die Dinge, die zijn we van der Tag in onze Menschheit auch. Und das, wenn Jesus sagt, dat so wird das sein, dann können wir verstehen, dass die Zeit wird vielleicht auch nicht mehr sehr lang sein, was Jesus kommen wird. Paulus die Schrift an die Thessalonicher, in 2. Thessalonicher, je weiter Wort am noch träg hält, er kann
Okay, wenn das hier sagt, arm, das meint nicht Jesus, das meint den schlechten Geist oder den Antichrist. Da würde er mal mit meiner Erfahrung lesen, aber je weiter was am nach Träg hält, er kann sich mal erst dann offenbaren, wenn seine Zeit dazu gekommen ist. Und dann Vers 7, die Gesetzlosigkeit ist im Geheimen nicht an der Arbeit oder am Werk. Aber, sagt er da, ich muss dann noch wahrgenommen werden, die das nicht abhält. Ich muss die Kirche wahrgenommen, die hält das nicht ab. Ich weiß nicht, was je gehört haben, aber einmal was gesagt hat von den Hyromane, die sagen, dass die Christen, die stunden an dem Weg. Und das, was er hier meint, wie man nicht den Weg genommen, und dann kann die Welt down. Aber wir wollen da nicht hier sein, wenn das schlechte Wort kommen. So, die dachte Wort kommen, dass wir wollen abgehoben wollen. Und das wird so plötzlich sein, das wird noch häufiger sein, als wenn ein Rocket abfliegen wird. Paulus, die Schrift an die Korinther, das wird in einem Augenblick, wird das alles passieren. Das ist das, was ich nicht verstehen kann, dass das in so einer kurzen Zeit passieren soll. Aber das wird es. Aber wir haben einen Teil Versen, was uns Trost geben. Bloß da wens will Jesus sich angeben. Das ist eine Kirchenfrau, die Jesus dit. Was hat der Heiland als Priester getan? Und dann sagt die Antwort, er hat sich als Priester zum Opfer gegeben. Er bet für seine Nachfolger und segnet die Sünde. So, die Priester in der alten Zeit nehmen immer einen Schop und opfern dort. Aber Jesus nahm sich selbst, oder er gab sich selbst an als ein Lamm zum geopfert worden. Und das, wo wir die Sicherheit haben, dass wir können gerettet werden. Und wir haben Versen, das in Hebräer 5, Vers 13, die sagt, ich wurde nicht verloren und nicht versäumen. Und hier war da der NIV, der dort ein bisschen da never will I leave you, never will I forsake you. So das ist ein strenger Wort, wird das sein, der uns nicht verloren wird. Psalm 91, Vers 3, da sagt er wird die Sache uit seine Schläge uitraden, ook uit de gefährliche Pestilenz. Pestilenz im Englisch ist eine Pandemie. Das ist, wo wir beim Leben nu. Und da wird er uns uithelpen. Und da sind noch ein Teil mehr Erfahrungen. Ich war bloß noch zum Schluss, und ich würde die Gruppe Frauen, dass sie würden abkommen. In 1. Thessalonicher 4, 17 und 18 lesen. Das sagt, dann wo wir mit den Wolken mitgenommen wurden, dem unserem Herrn zu begegnen, wollen dann immer bei ihm sein. Und mit dieser Welt trösten untereinander. Dort, wo wir uns kennen und sollen mit trösten. Und dann einfach in 2. Mose 20, Vers 6, der sagt, ich blieb treu mit meinem Leib. Für tausende Generationen. Today wird mir Gott sein und meine Geboten holen. Today bleibt Gott treu. Und dort können wir uns verloren, dort können wir abgehen und dort wollen wir leben, weil wir zum Schluss beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Erklärung, was du wieder fingen und was du durchgegangen bist, was du getan hast für mich und für alle Menschen. Und dass der Lesung wird für alle Menschen da sein, wenn die das würden annehmen. Aber wir danken dir für die Fehler, die wir dort all haben, und wir beten, dass wir als Kirche und andere Kirchen können Licht sein, sodass Menschen das wirklich sein können, dass du bist in der Leser und dass viele sich nach würden nur die drehen, ehe das zu lot ist. Und wir danken dir dafür, was wir sein wollen. In Jesus' Namen. Amen.